Es lohnt sich, Gott zu suchen. Er wird sich auf jeden Fall von euch finden lassen, wenn ihr ihn von ganzem Herzen sucht. Ja, herzlich willkommen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben hier unsere Mitarbeiterin vom Missionswerk Bruderhand, das ist die Nihal. Und die Nihal wird uns jetzt mal so einen kurzen Einblick in ihr Leben geben, wie sie Jesus Christus kennengelernt hat. Herzlich willkommen, Nihal. Schön, dass du da bist. Erzähl mal so ein bisschen von dir. Ja, ich habe gesucht. Ich war quasi auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und habe mich schon ziemlich früh auf die Suche gemacht nach dem Sinn des Lebens und auch in verschiedenen Bereichen. Ich habe in Bands gespielt und ich war auch in der Punk-Szene unterwegs. Und das hatte einen sehr schlechten Einfluss auf mich, aber zu diesem Zeitpunkt dachte ich, dass ich den Sinn des Lebens gefunden habe. Wie kommt man so als 16-Jährige auf die Idee, ich muss mich jetzt auf die Suche nach dem Sinn des Lebens machen? Wie kam das? Was war so ausschlaggebend dafür? Ja, also mir ging es ganz schlecht. In der Schule war es sehr schwierig, zu Hause war es schwierig und ich habe mich immer gefragt, warum geht es mir so schlecht und irgendwas muss mich doch zufrieden machen. Und so kam es, dass ich quasi immer auf der Suche war. Und wo genau hast du gesucht? Also du warst jetzt in einer Band, hast du erzählt zum Beispiel, okay, und da hast du jetzt nicht so den Sinn des Lebens gefunden, oder? Eigentlich schon. Ich dachte, dass mich das schon zufrieden macht. Aber meine ehemaligen Freunde haben Drogen genommen und ich hatte immer schon Respekt vor Drogen. Ich habe nie Drogen genommen, aber die haben auch viel getrunken und so kam es auch, dass ich viel getrunken habe zu diesem Zeitpunkt, weil ich einfach dazugehören wollte. Ja, ich dachte, dass ich den Sinn des Lebens gefunden habe. Aber war nicht so. Nee, dann war es so, dass ich aus der Band rausgekickt wurde, weil ich nicht gut genug war. Und so habe ich weitergesucht. Ja. Wo hast du dann weitergesucht? Ich habe dann ein Fernstudium gemacht und ich habe gehofft, dass ich durch diesen Abschluss mein Umfeld verlassen kann. Das war meine Hoffnung, ich wollte einfach nur weg. Und wie ging es dann weiter? Wo bist du dann gelandet? Ich habe viel zu viel gelernt, auch vor der Arbeit, nach der Arbeit, auch während der Arbeit. Und dann ging es mir schlechter als zuvor. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt ein Idol und sie war auch in der Punk-Szene unterwegs. Ich fand sie aber toll, ich wollte so sein wie sie. Ich wollte so aussehen wie sie. Ich habe 2 bis 3 Jahre lang ihr Leben verfolgt im Internet. Und dann hat sie sich irgendwann für den christlichen Glauben geöffnet. Wie war das dann für dich, dass so dein Idol plötzlich einen ganz anderen Lebensweg einschlägt? Ja, sie hat dann irgendwann, also nachdem sie sich bekehrt hat, ganz anders ausgesehen. Sie hat ganz anders geschrieben und das hat mich sehr neugierig gemacht. Aber ich habe weiterhin mein Leben gelebt. Ich dachte mir, okay, es ist ihr Weg, aber mir hilft das wahrscheinlich nicht. Aber irgendwann ging es mir so schlecht und Gebet war für mich die einzige Option. Zu wem hast du denn gebetet? Man gibt ja verschiedene Adressen, die man anbeten kann. Zu wem hast du denn jetzt so gebetet? Also ich war im Badezimmer, ich habe die Tür zugemacht und ich habe einfach zu Gott gebetet. Aber es war einfach Gott allgemein. Genau. Und ich hatte eher ich dachte nicht, dass Gott mir hilft. Ich hatte eher eine schlechte Einstellung. Okay. Und warst du denn enttäuscht oder hast du trotzdem weiter gesucht? Oder bist du weiter in die Nähe zu Gott gekommen? Hast du nochmals gebetet irgendwie? Ja, ich bin dann eingeschlafen und am nächsten Tag, ich bin aufgestanden und ich hatte so einen Frieden gehabt, das erste Mal in meinem Leben nach diesem Gebet. Und das war für mich eine sehr übernatürliche Erfahrung, weil ich das einfach nicht kannte. Und wie lange hielt dieser Frieden an? Also diese Ruhe, diese Entspannung oder so. Und wie lange war das dann? Also die hielt zunächst an und deswegen wollte ich auch mehr über Gott wissen, weil ich dachte mir, okay, Gott hat mir geholfen, ich muss mich jetzt mehr mit Gott befassen und habe zuerst dann im Koran gelesen. Aber danach bist du zur Bibel gekommen. Wie kam das? Ja,
Also ich hatte keinen Frieden gehabt, ich habe auch vieles nicht im Koran verstanden und habe mit ganzer Kraft versucht, auch Gott zu gefallen, aber ich hatte einfach keinen Frieden. Und dann habe ich in der Bibel gelesen und ich hatte so einen Frieden. Also das war anders, als ich es kannte. Wenn man so an Bibel denkt, dann denkt man ja auch immer ganz klar an Jesus Christus. Hast du auch ihn gefunden in der Bibel? Ja, ich habe mir die Geschichten durchgelesen, auch die Briefe im Neuen Testament. Und das Leben von Jesus hat mich sehr fasziniert. Und ich habe gleich ziemlich bald schon eingesehen, dass ich einfach ein Sünder bin, dass ich Vergebung brauche, dass ich einen Retter brauche. Und habe dann Schritt für Schritt meine Sünden bekannt. Hast du dann Frieden gefunden? Genau. Hast du dann auch, als du die Sünden bekannt hast, wusstest du, ja, er hat mir das jetzt vergeben? Das kam nicht sofort. Also ich habe eben ein bisschen gebraucht, weil ich dachte mir, Gott kann mir einfach nicht vergeben. Ich habe so viel Mist gebaut in meinem Leben, das kam eher Schritt für Schritt. Aber ich bin so dankbar auch für den Frieden, den ich erfahren darf, auch jetzt noch, und die Freude auch, die Gott schenkt. Kann man sagen, du hast dich bekehrt? Es gibt ja so diesen Begriff in der Bibel, Bekehrung. Hast du das gemacht? War das so dieser eine Tag oder? Ja, aber meine Sünden habe ich Schritt für Schritt bekannt, weil ich nicht gleich, weil mir das Gott eigentlich Schritt für Schritt offenbart hat. Und ja, dann habe ich meine Sünden bekannt und habe Jesus quasi in mein Leben aufgenommen. Okay, du hast Jesus in dein Leben aufgenommen. Und dann kam endlich mal diese Ruhe, diese Sinnerfüllung rein. Was hat sich denn konkret geändert, nachdem du Jesus aufgenommen hast in dein Leben? Der Friede, den ich hatte, also ich wollte keinen Menschen mehr um mich haben, nur Gott. Ich habe so viel gelesen, die ersten, ich glaube 4, 5 Monate, und es war so schön. Ich wollte einfach nur Gott in meinem Leben haben. Ich war so dankbar für den Frieden und dass Gott so eine Freude schenkt. Du hast ja dann erzählt, dass du dann Frieden hattest mit Gott, dass du Jesus in dein Leben eingelassen hast. Wie lebt man denn im Alltag mit Jesus? Wie sieht denn das aus praktisch? Dass man ihm vertraut, ganz egal was passiert, und dass man einfach betet, wenn man vielleicht vor einer Entscheidung steht, und dass man in seinem Wort liest und auch eine Gemeinde besucht. Also kannst du jetzt sagen, du hast so den Sinn deines Lebens in Christus gefunden? Ja, doch. Das ist super. Wenn du jetzt mal so dein Leben vergleichst, vor einer Bekehrung zu Jesus und nachher, was würdest du sagen, was ist besser, was ist sinnerfüllter? Natürlich das Leben mit Jesus. Also ich sehe einen großen Unterschied, weil ich ohne Gott einfach in der Dunkelheit gelebt habe, ohne Sinn, keine Freude gehabt habe, und jetzt dieses sinnerfüllte Leben zu haben, die Freude und der Frieden, den Gott schenkt. Und jetzt sagt ja auch die Bibel, wenn man sich bekehrt zu Jesus, dann ist man ja sogar gerettet. Ne? Also dann wartet ja der Himmel auf einen. Wie bestimmt denn das so dein Alltag? Dieses Wissen, meine Sünde ist vergeben, der Himmel wartet auf mich. Wie ist das für dich? Ja, ich freue mich sehr darauf. Ich kann es kaum erwarten, bei Jesus zu sein. Aber ich wünsche mir auch, dass noch so viele Menschen wie möglich diesen Weg erkennen, dass sie noch zu Gott finden. Ja, danke Nihal für deinen Einblick in das Leben, wie du den Sinn deines Lebens gefunden hast. Vielleicht stellst du dir jetzt auch die Frage, wie kann ich eigentlich den Sinn des Lebens finden? Oder vielleicht hast du allgemein irgendwelche Fragen in Bezug zum Glauben an Gott. Unter dem Video findest du einen Link und über diesen Link kannst du gerne Kontakt mit uns hier am Missionswerk Bruderhand aufnehmen. Schön, dass du dabei gewesen bist.